Hallo miteinander, herzlich willkommen zurück zu Harveys neuen Augen. Wir haben da gerade ein altes Buch vom alten Siech bekommen und es geht um die Lösung von der Kapelle und der Tempelruinen darunter. Templerruinen. Und wir wollen dem natürlich helfen. Wir sind so lieb und freundlich und helfen dem. Schau mal da. Was ist denn jetzt schon wieder? Nanu? Das sieht ja mal wirklich interessant Ja. aus. Aha. Mal sehen. Das sind zumindest schon mal Oh dieselben nein. Symbole wie auf dem Oh Boden. nein. Das Muster ist ja total lückenhaft. Ich bin ein Profi, wenn es Oh. um Rätsel geht. Darum genügt für mich auch ein einziger Blick, um zweifelsfrei festzustellen, ja, Oh. das hier ist ein Rätsel. Oh, du bist Aber so die Seite mit den gut. Auflösungen scheint zu fehlen. So ist das Buch für mich Dann wertlos. kann Bruder Es sei Bodo. denn natürlich, Was? du hast die Lösung. Als das Mutterschiff schließlich abgehoben hat. Lieber Anna, das weder in einer Reihe noch in einer Spalte oder gar in einem Kanal dasselbe Symbol, also als anderes Sudoku. Aufgrund einer statischen Anomalie des Klosters war es nicht möglich, links, sondern das direkt unter dem Wappen der Kleeschweinschlosser lag. Das Wendehalslöwen, hä? Das unter dem Wappen von der Kleeschweinschlosser. Was muss das da sein? Der Schlangenzungenbär. Geschwind muss ich das Fenster gut zumachen wegen der Glocke. Was haben wir gesehen? Der Schlangenbärenorden bestand darauf, dass ihr Wappen irgendwo oberhalb vom geheimen Zugang liegt. Das ist der geheime Zugang. Es verärgert die Bruderschaft von der urnenförmigen Holzkühle. Aha. Okay. Der kleine ihr letztes rechts von der Grabkammer, was wir noch dem haben, das Emblem mit drin. Wendehals. Okay. Also wir müssen da die Platte einsetzen. Oder wir können einfach Skip machen. Mache ich nachher. Also, unter denen. Das muss der Wendehalslöwe sein. Die Schlange, dass ihr Wappen irgendwo oberhalb vom geheimen Zugang liegt. Und das der Zugang, dann könnte man das da haben. Aber es ist nie nebeneinander. Also in dieser Linie könnte eigentlich nur noch das da sein. Wenn wir es so lösen wollen. Ich löse es jetzt mal so. Da ist nämlich auch nicht im selben Quadrant und in diesem Quadrant fehlt noch ein Wendehals. Jetzt gehen wir mal rechts von der Grabkammer. Direkt unterhalb von einem Wendehalslöwe. Ah nein, Kleeschweinschlosser, direkt unterhalb. Also müsste das der Zugang sein? Nein, rechts oder? Mal, das müsste der Zugang sein da. Und das der Zugang ist die Schlange irgendwo oberhalb vom geheimen Zugang. Müsste das ein Schlangenzungenbär sein. Dann fehlt die da noch die Schweinschlosser. Jetzt haben wir aber in einer Linie das Gleiche, es geht nicht. Mach mal Skip und schauen, wie viel hat die richtig gehabt. Ja, das muss es sein. Ich Ah. habe das Rätsel gelöst. Danke, dass du das Buch so lange gehalten hast. Du Bitte, stehst gern übrigens geschehen. im Weg. Darf ich mal? Keine Ahnung. Aha. Nun, da Frank mit dem Bohren aufgehört hatte, konnte Lilly endlich Garrett aus der Reserve locken. Alright. Lilly kauerte sich in den Beichtstuhl und wartete. In der Kapelle war alles ruhig. Bis auf Frank, der seine Aufregung kaum zügeln konnte. Wow! Wenn diese Knochen kein Hinweis auf eine Kirchenverschwörung sind,
dann fress ich vor mir ins Doppelkinn. Und was ist das? Hey, hier geht's ja noch weiter. Nur Ah, ja. noch diese Steinplatte durchbohren und... Das ist doch ein Schwert. Ein echtes Templerschwert. Ich werd verrückt. Mann, das sitzt aber fest. Ich hoffe, diese Strebe da ist kein tragendes Teil. Aufschlag hallte in der ganzen Kirche wieder. Lilly war versucht nachzuschauen, doch dann hörte sie Schritte nahen. Oh. Gerrit. Ah, schau, der herzige Gnome ist wieder da. Wie Herrliche, süß. willkommene Stille. Endlich kann ich meinen Horchposten wieder beziehen. Jö, er ist so herzig und die Farbe ist einfach wunderbar. So. Hey, was soll das? Bist du das, Lilly? Findest du das etwa komisch? Lass mich sofort hier raus. Lilly war unwohl bei der Sache. Jemand in einen Beichtstuhl zu sperren, war möglicherweise kein angemessenes Betragen für ein braves Mädchen. nicht Andererseits unbedingt. hatte sie Edna damit einen großen Gefallen getan. Eben, gell. Sie konnte es kaum abwarten, ihrer besten Freundin davon zu berichten. Gut. Garrett ist also außer Gefecht gesetzt. Sehr gut, aber die Gefahr ist noch nicht vorbei. Bevor ich das Kloster verlassen kann, musst du mir helfen, meine Spuren zu verwischen. Der Doktor darf keinen Hinweis darauf finden, dass ich jemals hier war. Ja. Könntest du das für mich tun? Aha. Prima. Mal sehen. Als erstes müsstest du den Luftballon entfernen, den ich in der Haupthalle hinterlassen habe. Da ist Okay. sogar ein Porträt von mir drauf. Der Doktor würde mich sofort erkennen. Dann habe ich bei der Schuluhr mit Knallfröschen gespielt. Yep. Sagen wir einfach, es war Teil eines Wetterexperiments. Und es wäre auch geglückt, wenn ich einen echten DeLorean gehabt hätte. Du ahnst ja nicht, wie schwer es ist, einen Rasenmäher auf 80 Meilen pro Stunde zu beschleunigen. Und natürlich musst du die Widmung am Schaukelbaum entfernen. Das tut mir zwar genauso weh wie dir, aber einen besseren Beweis für meine Okay. Anwesenheit könnte ich dem Doktor wohl kaum liefern. Meinst du, du schaffst das alles? Aha. Ja, ja. Danke, Lilly. Du bist die Beste. Danke schon. Wieso nicht? Knall. Hey, wo ist deine Freundin? Oh, hallo Lilly. Ich habe gerade an Riot Girl gedacht. Riot Girl ist voll cool, weil Riot Girl Shibuya-Klamotten trägt. Ist das nicht unglaublich faszinierend? Zuka findet auch, dass Riot Girl voll cool ist. Und Zuka mag auch Shibuya. Shibuya ist voll cool. Findest du nicht auch? Ja, das kann einen schon mal nachdenklich machen. Ich denke viel zu viel über so Sachen nach. Oh mein ja. Kopf ist schon ganz schummrig. Aber Wirklich? Riot Girl ist cool, nicht wahr? Natürlich. Weißt du gewusst, dass Riot Girl auch Tollkirschen ist? Was hast du denn da Tolles? Ist das etwa für mich? Natürlich. Oh, shit. schade. Willst du ein bisschen murmeln? Oh, ist das Glas mit Alkohol? Oh, ist das Oh, Können wir die nicht einlegen? Lilly hatte gehört, Also, habe ich schon mal probiert. Willst du rauf aus der Leinwand? ist das Dann lass mich sein. Okay, da der Ballon. Die Schraubenzieher endlich das haben wir nicht. Das mit dem können wir sicher nicht aufmachen. He? Dann gehen wir doch mal zu den Knallfrösch. Hurra! Lilly hat, wie waren die nur dort hinaufgekommen? Keine Ahnung. Wie bringen wir es oben runter, ist wichtiger. Aufrühren? So konnte Lilly wieder einmal Ja. Wo ist denn meine Harke her? He? Die verloren. Hey, Kapu. Lilly, ich Ja. muss dich unbedingt was fragen. Magst du mich eigentlich? Aha. Gott sei Dank. Ich war mir nicht wirklich sicher. Ich habe da nämlich ein Anliegen. Es geht um meine Gefühle. Und ich möchte dich um einen ganz großen Gefallen bitten. Würdest du etwas für mich tun? Aha. Wirklich? Wow, ich bin ganz aufgeregt. Okay. Ganz ruhig, Kapu. Oh. Also, würdest Bist du Pädophile? diesen Brief hier Aha. Shai übergeben? Voll easy. Ich muss sie unbedingt treffen. Also, gib ihr einfach den Brief, ja? Wieso ist Mann, es so das laut ist worden? so toll von dir. Du bist wirklich die beste, Lilly. Hey, wieso ist jetzt das gerade? Moment, geschwind. So, Entschuldigung, ich bin gerade gestört worden. Liebesbrief. Genau, einen Liebesbrief haben wir bekommen. Wir müssen den Schein bringen. Ah, nein, ich wollte schauen, warum es so laut geworden ist auf einmal. Tatsächlich, ey, das ist so behindert.
Also, Entschuldigung, wenn es ein Soundproblem gibt. Also, es ist nicht mein Fehler. Es ist jedes Mal irgendwie. Und dann... Ich kann nicht speichern. Whatever. Da, Schei, schau mal. Was hast du denn da Tolles? Ist das etwa für mich? Ja. Lilly zögerte. Nicht etwa, weil sie Shai das Treffen mit Kapu nicht gönnte. Sie machte sich vielmehr Sorgen. Es konnte ja alles Mögliche in dem Umschlag sein. Eine Schlange, ein Skorpion oder Milzbrandviren. Ja, Schließlich genau, das entschied hat ich sie auch sich, Shai den Brief doch zu geben. Der ist ja von Kapu. Ein Kapu. Date? Wie aufregend. Ich muss mir unbedingt noch mehr Glitzer auflegen. Es waren wohl doch keine Milzbrandviren in dem Brief gewesen. So ein Glück. Ah, was für ein Glück, hä? Okay, also die treffen sich mal irgendwo. Hey! Lilly war begeistert. Sie hatte noch niemals einen lebendigen Clown aus der Nähe gesehen. Nur den Toten, der nachts immer vor ihrem Fenster stand. Ah ja, den sehe ich auch immer. Kein Problem. Du, Igitt, noch eins von der Sorte. Verzieh dich. Ich bin heute nicht zu Scherzen aufgelegt. Hey, du bist doch ein Klon. Du wunderst dich wahrscheinlich, was ich hier zu suchen habe, oder? Mein Name ist Ernst. Der lustige Ernst. Uah. Und ich habe mich hier als Kindertherapeut beworben. Aber nein, die Oberin hat schon einen anderen gefunden. Diesen Dr. Marcel, ein Irrenarzt. Ist das zu fassen? Den Typen würde ich nicht einmal an meine Kinder ranlassen, wenn ich wüsste, wo die sind. Das habe ich nun davon, dass ich auf Psychologe umgeschult habe. Lachen ist die beste Therapie. Super Idee. Seit Monaten warte ich auf ein Engagement. Ich hätte lieber Klempner bleiben sollen. Vielleicht solltest du mal ein bisschen fröhlich sein. hä? Was? Gefällt dir meine Laune nicht? Soll ich jetzt ein paar Kunststückchen vorführen oder was? Mir Gern, geht's ja. halt mies, weil meine Therapieidee gefloppt ist. Lachen ist die beste Therapie. Super Idee. So ein Dreck. So recht, aber kannst du ein Kunststück? Was? na, Du willst Kunststückchen, nicht wahr? Ja. Ich wusste, dass ich das nicht hätte sagen dürfen. Okay, ich schlag dir einen Deal vor. Ich knote dir eine lustige Figur aus einem Ballon und du gibst dann Ruhe, okay? Also, was darf es denn sein? Ich hätte gern einen Ein Pterodactylus. Pterodactylus also. Immer das Gleiche. Ja. Ey. Ach, glaubst du, die sahen anders aus? Dann zeig mir ein Foto. Na, ist gut, ich glaub dir. Ich hätte gern menschliche DNA. Das menschliche Genom? Sehr witzig. Das ist doch noch gar nicht entschlüsselt. Ach, bist du langweilig. Ich hätte gern einen Hypercube. Einen Hypercube? Die Dinger mache ich nicht mehr. Ich renke mir dabei immer die Schulter auf. Einen Schraubenschlüssel. Einen Schraubenschlüssel? Aber es gibt nur einen Ballon pro Kind. Oh! Ja, ich will einen Einen Schraubenschlüssel. Schraubenschlüssel? Warum nicht? Mit den Dingern kenne ich mich aus. Wow, das sieht wirklich wie einen aus. Danke. Hey, Moment mal. Schraubenschlüssel. Was starrst du so auf meine Zigaretten? Die sind nichts für zart beseitete Kinder. Verstanden? Ach komm, ich brauche Zigaretten. Früher war ich Klempner, jetzt bin ich Seelenklempner. Was gibt es da nicht zu verstehen? Hallo? Schon gut, schon. Du willst noch. Aber es gibt nur Nein! Ich will doch mit dem Schraubenschlüssel etwas einen ausprobieren. Schrauben. Ja, danke. Jetzt können wir nämlich da raufgehen. Und ja, ich weiß, es ist eine blöde Idee, aber... Ja, sorry, es ist ein Schraubenschlüssel. Und ich hoffe jetzt mal das Beste. Was Lilly nun tat, entbehrte Ja, okay. jeder Logik. Und sie Es hörte geht. bereits die Aufschreie der Online-Rezensenten. Aber sie tat es trotzdem. Die Online-Rezensenten klangen heute etwas heiser. Vielleicht sollten sie weniger rauchen. Ja.
Hey, der Ballon, wir haben es geschafft. Komm, wir nehmen gerade den Edna ihren Ballon. Mein Freund, hi! Das lustige Gnömli ist wieder da, so herzig. Geschafft. Jetzt fehlten noch 2 Beweise, um Ednas Spuren gänzlich zu verwischen. Alright, wir haben Ziggis. Und wisst ihr, was Der Ziggis Clown machen? hatte seine Zigaretten einfach liegen gelassen. Er musste wohl sehr in Eile gewesen sein. Wahrscheinlich, ja. Wir brauchen Zigaretten zum cool sein, also zum tough sein, oder? Schau mal, wie tough wir sind. Was hast du da? Zigaretten? Nein, danke. Die kannst du gerne behalten. Natürlich rauche ich. Ich bin immerhin ein richtiger Rowdy. Aber nur, wenn ich nervös bin. Da ich aber Nerven wie Drahtseile habe, ist das mehr so hypothetisch. Ich bin ein hypothetischer Raucher. Was im Grunde noch tougher ist als normales Rauchen. Aha! Lilly traute sich noch nicht so. Sie hatte Angst. Krebs wie Opa. Oh. Willst du kein Alk? Shawnee schien mit Lilly... Shawnee, Lilly... Ja, schade, ich habe eigentlich gedacht... ich muss ihn nervös machen. Wie macht man ihn nervös? Wie es aussah, hatten die... Und einer von den Gnomen, die Lilly manchmal sah, hatte es sich offenbar zur Aufgabe gemacht. Schade, dass Freeman nicht mehr hier. Ihm hätte das Ganze Planlos wie eh und je. Ja, der geht eh nicht mehr, oder? Da unten haben wir ja nicht mehr können. Schade. Ja. Hey! Suka! Suka schien Lilly gern. Lilly nahm... Sie hatte nur Sorge, dass... Suka? Suka schien Lilly... Lilly... Sie war nicht... Warum sollte sie sich wünschen? Für dererlei Gedanken gab es... Moment, ich drücke immer wieder zu schnell. Sorry, ich muss was abgewinnen. Suka schien... Lilly So. nahm es ihr nicht krumm. Behaltet Sie mich war mal. nicht auf Sukas Aufmerksamkeit angewiesen. Warum sollte sie sich wünschen, dass Suka von der Schaukel rutscht und in der Tiefe zerschellt? Für dererlei Gedanken gab es überhaupt gar keinen Anlass. Nein. Eine Schande, dass Lilly... Sie war immerhin der einzige Beweis, dass sie doch eine Freundin auf der Welt hatte. Ja, es ist schon was Armes. Ja, also, ich würde gerne den Baum umlassen, so blöd es tönt. Oder zumindest das wegmachen. Dann. Hey! Das Wollknäuel war ein... Lilly wollte, dass es... Lilly hatte mittlerweile viele, aber kein Schatz war... Der Ballon, Hammer, die Widmung und Knallfrösch sind noch. Gehen wir mal in die Kapelle. Ah. Stimmt, das wollte ich noch holen. Ein Schwert. Können wir mit dem echt die Widmung aus dem Baum rausholen? Lilly hatte nicht den Hauch einer Idee. Was, Mann? Stich Lilly rein! hat- Suka abstechen? Suka... Wie können wir den anderen nervös machen? Shawnee, Lilly... Shawnee, erst hatte er Lilly das Rezept weggenommen und Lilly dachte trotzdem, artige Kinder Spinne. haben solche Gedanken. Braucht man irgendwelche Spinnen? Der Kronleuchter lag. Nun würde Lilly nie mehr darauf schaukeln können. Oh nein. Ja Leute, ich beende sonst den Part, mache eine Aufnahmepause. Ich habe jetzt alles bis jetzt am Stück aufgenommen. Das große Bild in der Es zeigte eine leer gefutterte Tafel und einen Mann in der Mitte, der den letzten Keks gefunden hatte. Lilly kicherte bei dem Gedanken, dass er ihn ganz alleine essen würde, egal wie sehr die anderen auch bettelten. Sie ist schon hure gemein eigentlich, nicht?
Ach, keine Ahnung. Gehen wir sonst mal noch zurück zu der Birgit. Schau mal, die haben ein Date. Lilly wollte die beiden nicht stören. Sie sollten den Augenblick genießen. Bald würden sie sich anfangen zu hassen. What? Und vor lauter Kummer würden Shais Haare anfangen auszufallen. Ach ja, die Liebe. Romantisch ist sie auch. Okay. Nehmen wir noch geschwind zu der Birgit. Birgit hatte ihre Arbeit offenbar niedergelegt. Aber das Banner mit dem Puma-Motiv hatte sie noch fertiggestellt. Schade, dass Lilly ihr nicht mehr für die gelungene Arbeit gratulieren konnte. Dafür haben wir einen herzigen Kobold da. Das ist auch schön. Ich freue mich immer, wenn der da ist und uns so wunderbar rosarote Bilder malt. So, aber ich mache das nächste Mal weitermachen. Ich tu mal da saven. Ich habe schon 2 Saves gemacht. Eben, ich habe eigentlich noch rausschauen. Also eins habe ich einfach so gesaved. Und da bin ich rausschauen wegen der Lösung. Dem überschreiben. So, bis zum nächsten Mal, Leute. Wir sehen uns wieder. Peace.